Gott, wir kommen zu dir hier. Du sagst, wir selber sind mal still sein. Wir still und nur deinem Gott. Wir kicken uns Leben und wir sagen, bis es ganz uns Leben lang. Du bist so gut gewesen zu uns. Some von uns hier, wir sind durch die Bedwutter gegangen. Financially, mit Krankheit, Einsamkeit, verschiedene Dinge, was sind. Jenen, sie kommen danach von der sind wir hier und wir loben die und wir preisen die Gott und wir sagen, du hast uns einmal nicht allein gelassen, du bist immer mit uns gewesen, du bist immer treu gewesen. Du bist immer treu gewesen, in deiner Scheinheit ist bist immer mit uns gegangen, ist uns hingerangerannt. Und so, wir loben die, wir danken die Gott für deine Scheinheit, die Scheinheit, was wir können feilen in uns Leben. Du bist so gut gewesen zu uns. Wir loben die und wir danken die in Jesu Namen. Amen, Amen. Wer will Jesus eine Hand geben? Heißt er Gott. Amen. Thank you, Jesus. Yeah. Hey, ich kann Ihnen durchsagen. Noch einmal welcome. Ich freue mich, dass ihr hier sind von der Samarias. Besonderer Sonntag von der. Wir haben einen Sonntag, wo wir die Kjinja mit Älteren sehen. Und ich will hier ein Karte Teaching tun. Ich will ein paar Videos hier sein, ein paar Verse lesen. Und dann will ich die Älteren nachkriegen, was die Kjinja hat. So, bleib noch gleich da, wo ihr seid. Kjinja sind und sehen. Und wir sehen dort. Und ich will ein paar Verse checken in der Bibel, in das Alte Testament, Neue Testament, wo wir können sehen, dass Kjinja sind und sehen. Kjinja sind und sehen. Der Psalmist, der Psalm 127. Viele glauben, dass der Psalm, der Salomon hat den geschrieben. Und er schreibt den, er redet hier von den Segnungen für Gott, gehorchen, Gott gehorsam sein. Und er redet auch von den Fluch von einer gegen Gott jetzt sozusagen. Und so er redet von in diesem Psalm hier, dort handelt es sich um Israel hier. Und so ich glaube, was wichtig ist für uns, wenn wir Versen lesen, was noch die Israeliten geschrieben sind, dass wir dort keine Entscheidung wollen als für uns. Und aber hier in Psalm 127, da sagt er, dort, wo der Herr nicht das Haus baut, arbeiten für Jesus, der darum bauen, wo der Herr nicht über die Stadt wirkt, wirken die Wächter für Jesus. Und so was er hier sagt, dass wenn Gott das nicht sieht, dann ist das noch für Jesus. Er geht wieder und er sagt, dort halt nicht tätig abstehen, lange der arbeiten, lot durchsaten und Brot mit Sorgen zu eten, weil die sehen, gejeft er dort, wenn sie auch schlupen. So er redet hier von, das ganze Thema hier, er redet von der Stadt in Israel, und wenn er redet von den Wächter, das sind die Wächter, die auf der Weg sind, und er musste da satten und Lure, wenn auf einmal der Feind würde kommen, dann einen großen Alert geben, dass alle weiten wären nicht gekommen. Und aber hier so eben, er sagt, wenn ihr so erschaffen dann, und Gott das nicht sehen, dann habt ihr noch nicht. So dann handelt es sich hier um den Sehen von Gott. Er redet hier von den materiellen Dingen. Und dann in Vers 3, da sagt er, die Kinder sind ein Sehen. Er sagt, Kinder sind ein Sehen von den Herrn. Kinder sind ein Geschenk von ihm. So ist der Pfeilen in einen starken Krieger seine Hand. So sind Sehens für einen jungen Führer. Gleichlich sind die einen Bauernholer Fall davon hat, von diesen Pfeilen. Die waren nicht zu schauen, wenn der in Port mit ihren Feind verhandeln. Das ist das Port, like the City Gates, da wo die Menschen näher und rausgehen. Und so mir ist es interessant, dass er redet hier erstens von Kinder. Kinder sind ein Sehen. Und Luther dann sagt, hey, Sehens, die Sehens sind ein Sehen, dass alle starke Krieger waren, dass alle abwassen, das Mana zum Kriegen, dass alle uns protecting. Und er redet hier noch von Israel. Und aber Kinder sind ein Sehen. Moses, der redet davon, wenn wir zurückgehen bei 2. Mose, das sind 2. Mose, wo die Israeliten sind, aus Ägypten zurückgekommen. Sie sind bei den Berg Sinai, Gott jaft und die gesetzen da. Und dann das, was in 2. Mose 23, Vers 25, 26, er sagt da, je soll mein Gott, den Herrn, je soll mir, den Herrn, den Gott dienen, und ich war meinen Sehen, ab jün eten, ab Wutter, und die Krankheit von jün wegholen. Keine Früh wird unfruchtbar bleiben, man jünt, und keine wird in Stall blieben.
du warst der volle Deel von deinen Deel kriegen. Een andere wird, du warst nicht jung gestorben, keine Kinder waren gestorben. Und ich wollte das sehen. So, hij redt hier nachher zu der Israeliten, wenn je auf einmal in das Land ankommt, Moses sagt, wenn je in das Land bin sind, was Gott ihnen verheißt hat. In das Land, da wurde früher nicht ein Miscarriage haben, die kleinen Kinder waren nicht gestorben. Das sind Versprechen, was Gott entjagt von sie war am Gehorchen. Lothar in 5. Mose, Verse in das Land angehen, wenn wir ein bisschen Lothar checken, in 5. Mose, dat Moses nog einmal dat gesagt, einmal bet reviewen, nog einmal bet reminden, wat hij hat gesagt, 5. Mose 28, Vers 11. Da sagt dat de Herr, wat junt Goudet wiederkommen geven met vele dingen. En dan waren wieder met material dingen, met vee, arten. En dat land, wat de Herr junt hat versprochen. Dat is nog dat land, wo ze wel gaan. God wat junt da sehen met dingen in dat land. So de vrouw is dan, wo past het bij ons van der bij? En de tijd waar we zijn, en het niet bent, in Christus. Wo past het bij ons bij? En ik glaube, het is wichtig dat we dat kunnen verstaan, dat deze promises wat hier worden gemerkt, dat er keine miscarriages zijn, er worden keine kleine baby's sterben, dat weer voor de Israëlieten. Je kan je voorstellen, wanneer we hier te früh zijn, dat wat de hand gegeven is, en Jezus nu vallen en zegt dat du kannst nicht Babys haben, wenn da something arg mit dir, du hast nicht Gott gehorcht. Das ist nicht so, dass das ist, wie man abpassen, dass wir nicht dort an uns beipassen, was dann nicht für uns ist. Kinder sind im Sehen, even wenn wir checken im Neuen Testament. In Matthäus 19, Vers 13 und 14, das wo sie die Kinder nach Jesus brachten, und die früher Menschen brachten die Kinder und sagen, Jesus wusste die Hänge ableihen ab an die Kinder und den Sehen beten ab an die Kinder. Und die Jünger, die interessiert es nicht so. Sie dachten, sie haben gerade Dinge zu tun, gerade feste Brot ist wie sie. Und sie schulden und schüchten und sie gut weg, gut ihnen Dinge tun. Und Jesus, der sagt, no. Lass die Kinder noch mitkommen. Lass die noch mitkommen. Das sind Jesus seine Werte. Und er ging strikt dort. Er sagt, lass die kleinen Kinder noch mitkommen. Ich wundere mich, was von Tone of Voice, was von der Stimme, was gebraucht hat, hat die Jünger gesagt, lass die noch mitkommen. Das wird ein bisschen streng sein, ihr wisst, dass hat dort geredet. Aber er ging strikt dort, die Kinder sind im Sehen. Ein Beispiel mehr in das Neue Testament, als Epheser 6, Vers 1, und da redet Paulus von Kinder, jene Christen, vielleicht erst jene Älteren gehorchen, weil es dort erst dort reichte zu tun. Vader, Mutter, Ehe, wie das erste Gebot, worauf Gott dort Versprechen lädt, dass je dort Gott geht und dort du lang auf der Erde leben kannst. Und so Paulus jetzt hier war trägt dort Versprechen, was Moses hat angegeben. Und er sagt, dass das, was die Kinder sollen tun, und er war trägt dort Versprechen, was Gott und dann mal hat gegeben. Und Paul, der redet hier von dort Versprechen. Paulus, der sagt hier nicht, dass wenn du deine Eltern was gehorchen und du was ehren, dass dann niemals kein schlechtes Ding wird zu dir passiert. Er sagt auch nicht, dass keine Kinder sterben, wenn die klein sind. Und so wie haben von hier in der Kirche, in der Lutherzeit even, was wir haben ganz kleine Babys begrabt. Und wir haben Frauen eben dort. Das wo passt das alle taub. Und wie man das bloß für tauschtun und das verstehen kann, dass in dieser Welt, in dieser Zeit, wo wir sind, da sind schlechte Dinge, was zu guten Menschen passiert. Und wir können vielleicht alle wem abnehmen, wo wir ein Beispiel, wo die keine Brücke er uns selbst. Und so, hier ist eine Anwendung, was wir können anwenden an uns, besonders wenn es für nicht Gott gehorchen. Und ich brauche das manchmal, besonders wenn wir denken, dass somebody würde anfangen, Drugs zu brauchen und zu trinken und am Weg ist dort zu fahren. Schlechte Dinge können dann passieren. So, das ist eine Anwendung, was wir uns können anwenden dort. Aber du hast nicht ein Versprechen, ein Promise, was du sagst, wenn du was deine Eltern gehorchen, oder wenn du was Gott gehorchen, deine Eltern ihr, dann wird kein schlechtes Ding zu dir passieren. Und aber
we zijn dat in het Oude Testament en het Nieuwe Testament allemaal waar dat Kjinja zijn in zijn. Kjinja zijn in zijn hier voor ons in de kerk, in jullie familie. Kjinja zijn in zijn. We dat helemaal niet vergeten. En waar we niet op einmal deze promises, die curses aan ons non passen, wat niet voor ons zijn. God heeft een bijzondere plan voor jullie Kjinja. En waar we aan je harten. En God zijn de Kjinja. Kjinja zijn in zijn. Alright, so wie worden Kjinja en met de ouderen met de Kjinja opkrijgen in deze service. We hebben 15 Kjinja wat we wel, families wat we wel in zijn, even spreken. En zo komt je op wat de plannen zijn voor deze service. En aan in de nächste service waar we de even couples wat de scheduled zijn voor dat. We doen ons zeer proef met de ouderen, met de Kjinja wat in deze wat hier zit de kleine Kjinja hebben. We werden een hand geven dat ze opkomen. Thank you guys voor proef zijn en opkomen. Come on up. So Rebecca hier, ze wordt een Bibelvers met je. We gaan een Bibelvers uitgemerkt voor de ouderen, voor de Kjinja. En dat is een kleine certificate wat ze wat geven voor alle van jullie. En dat is een Bibelvers erbij. En zo Rebecca wat de noemen zijn van de ouderen en ook van de Kjinja. Okay, so eerstens hebben we hier Haley Sophia Reimer en ihre ouderen Fernando en Sarah Reimer. Dan is Evelyn Jane Peters en ihre ouderen Steve en Odelia Peters. Dan hebben we Liam Jordan Friesen en zijn ouderen Peter en Nancy Friesen. Dan hebben we Alexandro Gael Giesbrecht en zijn ouderen Corny en Lisa Giesbrecht. Dan hebben we Kaylee Chloel Lowen en ihre ouderen Willie en Edith Lowen. Dan hebben we Rosalie Amaya Giesbrecht en ihre ouderen Corny en Ashley Giesbrecht. Dan hebben we Eva Nicolai en ook Hannah Nicolai en ihre ouderen Abraham en Noila Nicolai. Dan Emma, den laatste opaste, Haley Evelyn Unger Froze en ihre ouderen Juan en Eva Froze. All right. So ik wil vragen dat je een beetje weer nog ver komt. Actually, gans, but hier zo ver. Een klein beetje weer nog. Because we hebben veel vrienden en familie en grandparents wat we wel on stage krijgen. En zo, nu willen we vragen dat je ouderen, grote ouderen, vrienden, familie, dat die opkomen, hingen aanstaan. En dan willen we een zijn beden even aan. So dat is de goede gelegenheid voor jullie dat je kan komen. En plus jullie Kjinja, jullie vriend. Groot Kjinja in je stad, en hier is dat. So kom op, wanneer je plan zijn op te komen, dus de grote stage, komt alle op. Niet alle, lust. Zoveel but de stage follows. Yeah, there we go. This is beautiful. Vielleicht lijkt me best doel zaten. Dit leg ik bloos Zaya. Ik leg dat Zaya dat familie herkomt.
Ich gleich, dass die Großeltern hier sind, dass die Geschwister hier sind, in jenen Städten. Und sie hat ein bisschen gründlich schein mit jenen kleinen Kindern spielen. Wie als Großeltern, wie freuen uns, wenn ihr trägt ein Haus vor mit jenen Kindern. Wie gleich auch, wenn ihr kommt mit jenen Kindern. No, we love you guys. We don't uns proof mit jenen. Wir glauben, dass es eine Bitte eigentlich sei, eine gute Zeit, dass ihr Kinder abtragen. Je leben in so einer guten Zeit, zum Kinder abtragen. Das ist gute Information, das sind gute Bücher zu lesen. Je hat gute Freunde um you, je hat eine gute Kirche, je hat eine gute Familie. Das ist so eine gute Zeit, um eine junge Familie abtragen. Wir sprechen ein Motto, wir freuen uns für ihn und wir sprechen in Sehen ab ihn. Ich würde freuen, dass die wenn ihr alle würde abstehen, weil sie hängen, bis ich streichen und ernten und Sehen beten. Gott, wir danken dir für diese junge Familien. Wir danken dir für die Dads, für die Moms, für die kleinen Kinder hier. Gott, du hast es so wundervoll geplant. Und Kinder sind in Sehen. Und wir sprechen nur den Sehen über diese Kinder, über die Eltern. Wir sprechen bloß Sehen. Wir freuen, dass du was den Eltern Weisheit geben in der Zeit, wo wir sind, die Kinder abzutragen, dass die Kinder, wo die leben, die nur fallen. Gott, ich bete für die Moms, die Tüß im Heim sind, die einen großen Part spielen, dass sie nicht meid waren von Gott down, dass sie stark bleiben, gesund bleiben, um die Kinder abzutragen. Ich bete für die Dads, dass die abstehen und als Führer und stark christlich Heim bauen für diese Familie, wo nicht in der wird absehen, wo sie abpassen, dass der wird taub bleiben, dass der Feind nicht kommen und irgendwas hineinreden. Und so sprechen sehen, ob den Dad, was der Provider ist, was der Schaf zum Verdienen, sprechen sehen über Arm, die Mom und das Baby. Wir leben und wie weit du lebst und wir sei dir Dank für in Jesu Namen. Amen. Amen. Wer wird noch eine Hand geben? Good job. We love you guys. Halt noch. Ich habe von der eine Botschaft und das Überschrift sagt Kjinja, Rajcht, Lieren, aber die Series nenne ich Roode, Latren. Und ich habe viel diese Bibel gebraucht, meine Bibel, und ich habe Jesus seine Wort in Rot. Und hier ist ein Vers, der hat Jesus gesagt, My grace is sufficient for you. My strength is made perfect in weakness. Und wenn ich das lese, wenn das in Rot ist, ist es ein bisschen, wenn ich noch ein bisschen eine andere Meinung habe, because ich denke dann, was Jesus geredet hat, was das für ein Ton sein was wir seine Anstellung. Und so, von der nächsten Sonntag, weil wir ein bisschen kicken nach Roode, Latren, was Jesus gesagt hat. Bevor wir in der Botschaft nachgehen, weil ich muss sagen, dass Pastor John und Lorna sind in Durango, das sind Werken eng, sie hat dort den Werken eng gedient. Und Christi, wir sind schafflich, dass wir hier sind. Christi, wir haben about 3 oder 4 Werke nicht in der Kirche. Sie hat ein Knee Replacement und eine Knie operiert. Und sie hat so gut, sie jetzt war, hat ihre Krankentuch geloten von der. Und jetzt war es scheint, dass wir können mit ihnen taub sein. Noch ein Ding, bevor wir in eine Message dann gehen, wir haben ein bisschen verteilt von unserer Kinderkirche.
Met zijn we onze kinderkerk gerand, wat we doen in de kinderkerk, dat je als ouderen bet weten wat er aangaat, en de grootouderen, en we allemaal dat je kan bet zijn wat we in de kinderkerk doen. So voor ons is dat wichtig, dat we de kinderreich leren. En aber wir sagen, aber wir als Kirche, wir sind nicht die Hauptverantwortung zum Kinderreich leren, dat zij hier als ouderen, en we komen bloß besiegend en weljunt halten met de kinderreich te leren. We dan onze kinderkerk nicht Sünderschule, we fangen mal das dort so an, we zeggen, we willen dat nicht Sünderschule nennen, we nennen dat kinderkerk, wenn dat als das Kerk ab level, dat zij dat verstaan kan. En so we hebben onze kinderkerk hauptsächlich in verschiedene aller Gruppen abgeteilt. Und so das erste haben die ganz kleine Babys, von ganz klein, von 0 bis 2 Jahre alt. Und die ihre Babystufen sind hier so an die rechte Seite, wo das sind. Das ist auf der engersten Flur, die habe ich mal raufgemoved, dass die Kinder auf der engersten Flur sind, dass die Mamas dann ankommen mit ihren Carseats und Strollers und Bags und alles, was immer da braucht, dass sie nicht braucht die Treppe gehen. So, wir haben 3 verschiedene Stufen, 3 verschiedene Allers, wo diese kleinen Kinder Berne sind. Und wir tun dann nicht bloß Babysitting, nicht bloß nur die Kinder abpassen, wir haben da Prayer Moms. Das sind Mamas, die jeder Sonntag auftischen tun, aber wir haben Mamas, die in die Stunden angehen und für diese kleinen Kinder beten tun. Und wenn wir die Donant-Checking tun in der Stube, anregistriert, dann hat ein kleiner Tag mit einem Namen, was angebracht. Und das Namen, die brauchen die Prayer Moms. Und so, wenn sie in die Stube ankommen, manchmal leise ihre Hand ab, das ist ein kleiner Junge, und sagen, ich bete nicht für kleiner Johnny, und beten sehen, eben Arm und Gesundheit, was immer, aber sie brauchen einen Namen. Wir haben alle einen Namen. Wir haben alle, und die Kinder auch genommen, und so die Mamas, die beten, über die Kinder, bei Namen. Den Namen, den brauchen wir auch für Safety, dass nicht auf einmal wer kann kommen, die Kinder da rausholen, sagen, ich soll so und so abpicken hier und sich das Kind mitnehmen. Und so, die macht dann einen Sticker haben, dass wir weiten, dass das die rechte Person ist, was das kleine Kind kommt abpicken und mitnehmen. Und so, das passiert in den kleinen Babys, dann habe ich von, der nächste ist von 3 zu 5. 3 zu 5 Jahre, die sind auf das bewusste Level, die sind upstairs, auf der Treppen ab. Und hier so fangen wir an mit Bibelgeschichten vertellen. Wir vertellen Bibelgeschichten, sie lehren von der Bibel und sie gehen durch die Bibel in 1 Jahr. So das ist ein Curriculum, was sie durchgehen, und das ist die Bibel in 1 Jahr. Und so das geht dann mit den Seasons, wo die Seasons sind in der Zeit, zum Beispiel von September bis Dezember, dann gehen sie durch das Alte Testament. Dezember, dann ist obviously die Geburt von Jesus. Dann von Dezember gehen sie bis Ostern, das ist von dem Leben von Jesus. Und dann ab Ostern ist es der Tod von Jesus. Dann die nächsten paar Monate ist es in das Neue Testament. Und dann sind es some Bücher, die ein bisschen der Mann geflasht sind. So ist der Psalm und sind es dort so die Prophets und some von den Büchern, die dann ankommen. Aber jeder Werk ist da ein Point, was sie gerne mit nach Hause nehmen. Und nicht bloß erst da ein Punkt, wo sie an gefokust haben, die Kinder haben gelernt, um diesen Point, wem gehen sein und Spaß mit ihr Spaß merken. Und nicht von dem Point, aber das sind von Weg, um dass sie lernen, was wie der Main Point, was wir gelernt haben, jeder Werk. Und so, das, was da passiert in den 3 zu 5 Jahren. Das sind verschiedene Bücher, die dann durchgegangen waren in 1 Jahr. Und über alle 3 Jahre, dass sich das war frisch, war hohl. So, dass die 3 Jahre bei dem Curriculum ganz durch ist, wenn nicht ganze Bibel kennen, sind 1 Jahr durchgegangen. Und so, dass die ungefähr 3 Jahre, und dann das war von frischen Anfang. Und so, das passiert in den 3 zu 5 Jahren. Die 6 zu 9 Jahre, die haben ein Curriculum, das heißt sich The Gospel Project. Und von den 6 zu 9 und den 9 zu 12, die gehen alle denselben Curriculum durch, the Gospel Project, und die gehen durch die Bibel auch in 3 Jahren. Und hier sind Bibelgeschichten, was sie durchgehen, so die gehen beide dieselbe Bibelgeschichte, die 6 bis 9 und die 9 zu 12, aber die haben some andere Dinge besiegt, was in der Level ist. So wie da wenn das ein Curriculum, dass Familien, die kleinere, verschiedene alle Kinder haben, wenn in ein Haus vor, die waren beide dieselbe Geschichte hier haben mit verschiedenen Activities gehabt und mit verschiedenen gelehrt dort, aber die Hauptgeschichte bleibt dasselbe.
En dat is in de 9 tot 12 jaar. En hier schafft het dus met units. Dat zijn dus pakketten wat er zijn opgesteld. En zo een pakket dat duurt van ungefähr 3 tot 5 weken. Dan weet hoe groot dat pakket is, die Bibelgeschichten zijn. En in jeder unit, oder jeder pakket, die heeft ook een grote waarheid. Een grote waarheid van wer God is. En dat wijst allemaal terug naar Jezus, naar het evangelium. En een grote waarheid in dit band, wat zij ook kunnen im denk houden met een Bibelvers top. En dan in de 9 tot 12, daar is ook een ding wat we daar doorgaan, dat noemt zich de spiritual discipline. Dit zijn dingen wat je on a regular basis doet, wat je gewoonlijk allemaal doet, wat de kinderen doen. En het zijn wij op een goede weg waar ze kunnen God beter kan leren. Dus regular dingen wat je doet, hem God kan leren. Dat passiert ook in de 9 tot 12. Dan had hij ook activities en verschillende dingen. Van de 6 tot 12-jarige kinderen, wanneer je naar onze Instagram gaat voor LW Kjinja, daar zijn verschillende dingen voor jullie ouderen wat we hebben daar opgesteld voor jullie. En daar zijn dus een gebed wat je kan met jullie kinderen doen. Er zijn some activities wat je kan met jullie kinderen doen. En dat kan je ook met je zijn, wat leer onze kinderen. Zo de hoofdpunten hebben we dan aangedaan. En zo wanneer je op Instagram bent, kan je daar gaan en zijn wat de kinderen doen van 9 tot 12. Al deze kinderen van 9 jaar, 9 tot 6, ik meen 6 tot 9 en 9 tot 12, die zijn in verschillende stufen. De 6 tot 9 zijn hier op dit ene stoel, 9 tot 12 zijn dort in jane stoel. Maar die hebben allebei een worship team wat er opkomt, een aanbidding leidt. En dat is zoals wat we hier doen en hier in de kerk, plus op een level waar ze dat verstaan kan. De worship team is geleid van leider, van ons worship leider, wat de team leidt dat. En zo de kinderen leren van klein aan wat kerk is. En zo dat is een beetje een groot beeld dat je kan een beetje zijn, een beetje verstaan wat we doen in de kinderkerk. Nu gaan we nog rustig een beetje te kijken naar de Roode Latren. Kinderreich leer. En Jezus heeft veel gelijkenissen verteld. 39 gelijkenissen heeft Jezus verteld. En een van die vielleicht wat het most famous is, wat het oudste gebruikt wordt, dat is die van een verlorene zoon. En die geschichte ving we in Lucas, kapitel 15. En die gaat van 11 tot 22, dat is waar de geschichte is. Ik ga die vers hier, ik wil die vers van jou niet lezen. En je kan die wel zelfs lezen, maar dit is de geschichte, wat Jezus vertelt van deze man, wat 2 zoons heeft. De een zoon die zegt, jef mij mijn habengoed, ik wil van thuis gaan. De vader die jeft hem dat, de jongen die gaat weg, dan land wiet weg. En hij vermakelt zijn geld om met wil het leven. En over hem als het geld alle, de vrienden zijn alle, en op eenmaal komt hij thuis en zegt, ik wil naar huis gaan naar mijn vader. Mijn vader die heeft arbeider, de arbeider eten beter als wat ik doe. Dus jongen die heeft en heeft over hem arbeid gevangen bij een schwijnsfarmer, die schickt hem op de stapel op zijn schwein te houden. En hij dat zegt dat hij wil wel de sluiven gegeten, want de schwein am haar gelaten. En op de schwein die leiden am dat niet eten. Over hem komt de jong thuis en hij zegt, dit is hier een grote domheid. En hij gaat terug naar huis. Hij merkt zich op, hij komt naar huis naar de vader. De vader die neemt hem terug op en geeft hem een kus, geeft hem een ring, geeft hem schouw en een kleid. En hij zegt te zijn arbeider, we hebben een kalf slacht en we hebben een vast hebben. Wenn mijn zoon weer verloren, nu is hij thuis. Nu is hij naar huis gekomen. De zoon die wil nog zeggen, hey, ik zie dat niet mal weer dat ik die zoon zie. En hij zei, no, we hebben een vast vier, wenn du best naar huis gekomen. En zo ik wil je 3 weer geven, je als ouderen, wat je kan metnemen, om je kinderen optrekken. Nummer 1 is, schrijf je dit op, wanneer je wil. Dit is attention, op Engels, opmerkzaamheid. Dat brengt opmerkzaamheid om kinderen optrekken. Dus vader had 2 zoons. En ik wonder een beetje, wohin is hij verloren? Is hij verloren met een grimsige attitude? Dus jong dat hij is uitgegaan tot de deur, dat de deur nog een beetje knalde als hij uitging. Wat weer het verhältnis met zijn vader? Wat weer het verhältnis? Ik kreeg een beetje de feeling,
dass das Junge, der ist rübergegangen, dass er vielleicht ein bisschen böse gegangen, als ich war, und nu will ich für mich selbst leben. Und wie kann das sein, dass Kinder, die brauchen eine Aufmerksamkeit, die brauchen Attention. Ich weiß nicht, wie viel Attention das Junge wird kriegen, wird er mir von Tisch gehen, ich weiß nicht. Aber einer kann sich da ein bisschen anlassen. Von der weit wie, die Kinder brauchen Quality Time. Einfach Zeit, was der Mutwellens geplant ist. Nicht bloß bin vorbeigehen und sagen, hey, wo das und wo das, wo ist es mit deinen Freunden. No, einfach durchsaten und mit ihnen verteilen sein, wo deine Kinder sind. Und das geht von ganz jung anzufangen. Kinder, die brauchen Aufmerksamkeit. Und dann, dass du dich interessierst für deine Kinder, was sie tun. Interessier dich für deine Kinder, was sie tun. Merk mit, was die Kinder tun. Ich weiß nicht, was das vorher getan hat. Wo der erst mit ihnen sehen, umgegangen. Aber die sehen sie dann, wie ich mein Geld und ich sie weg. Und ging sie eine Dinge tun. Tim dort fair zu bieten. Und vielleicht haben wir das nicht alle fair bieten, aber Tim dort fair zu bieten, weil wir Zeit spenden mit den Kindern. Ganz von klein an und wir immer groß die Kinder sind. Quality Time. Mutwellens Zeit spenden. Nummer 2, um die Kinder reich abtragen, um die Kinder reich lehren, braucht dort Autorität. Und vielmal, weil Eltern, weil Autorität brauchen, für sie die Attention haben, für sie die Aufmerksamkeit haben. Das schaffen die Kinder abtragen, bloß mit Autorität. Wir sind manchmal reiten, hast dich mal mit Autorität angehen in das Ding, in das Nimmeltreistall. Und das schaffen nicht. Immer die Kinder ganz klein sind. Wir müssen die erste Aufmerksamkeit haben, für die Autorität können, anfangen zu brauchen. Wir sollen keinmal nicht mit Dalet an die Kinder versuchen anzulernen, mit einem Temper. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir die Kinder lernen, dass die Grenzen sind und dass die Fallen sind. Das verloren sehen, das ist auf einmal was von den Fallen da wir. Und wenn wir unsere Kinder lernen, das sind Grenzen und das sind Fallen. Und das bist ganz calm, ganz gelassen, dass die Kinder gehen, wenn sie sind, über allein gestaubt. Und sagen, dass ich sage, dass du hast hier eine rechte Entscheidung gemerkt. Wie hat das die Grenze gesagt, du bist da gegangen. Und bist dort calm dann. Keiner braucht da war, das Autorität zu brauchen. Das ist ein Vater, der verteilt mir, das ist vielleicht ein bisschen hart. Aber er sagt, er hat Grenzen gesagt und gesagt, er würde fallen sein. Und er hat mit seinen Sehen geredet, gesagt, wenn du ich alle bist und du rumspinnst und rumforschst und du auf einmal wirst, was Arach getan, was du wirklich hast Arach getan und du im Gefängnis kämpfst, ich würde nicht kurz da kommen rüberholen. Ich würde da über nachladen oder kurz über denken. Jahre lang auf einmal kämpft es so weit, dass die sehen, die Freund auf einmal und sagt, hey Dad, mir fehlt, wenn du mich kommst hoch. Ich sehe im Gefängnis, hier sind sehr schlechte Menschen und das, was da passiert. Und der Dad sagt, man, ich liebe die, ich sehe die so gut, aber ich sehe zu dir, ich würde die nicht gerne kommen holen, wenn die hat es Arach getan. Er sagt zu mir, dass wir im Bett ist von die verloren sehen, die hat sich abgemerkt, wie in ein Haus gekommen, hat gesagt, ich werde nicht reich. Und hat das bekannt. Und so, weil wir nicht zu hastig nachfoten, wir sind ein bisschen als Eltern, man auf einmal, wo die sind gestorben, okay, well dann, wo wir das nächste Mal, wo wir dann sagen, was dann soll passieren. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Grenzen und dass die Fallen sind. Ich meine, dass die Grenzen sind. Das letzte hier, den letzte ist live bewiesen. Das ist wichtig, dass die live bewiesen. Auf Englisch nennt sich dort Affection und dort meint, dass wir dort bewiesen. Nicht besagen, ich sehe die gut, aber dass wir Dinge tun und dort bewiesen, dass wir end gut sind. Das Vater, der dort, hier in dieser Geschichte, der Gott Vater, der dort, mit nicht kurz gehen sehen, hängt heranfahren sein, würde wir in seine Rüte raten. Es kann nicht sein, dass ein Lüttus bei den Haus kommt und nimmt den Träg ab. Und ich weiß, dass die sind, jene Kinder alle sehr gut, die leben jene Kinder. Und ich würde vielleicht sagen, dass ich will alles tun, was ich kann, um meine Kinder beschützen. Und vielleicht sagst du, dass du hast eine sehr schlechte Kindheit gehabt und du wirst deine Kinder dafür beschützen. Und das ist ein gutes Ding, aber wir müssen aufpassen, dass wir danach Grenzen
in Folien haben für unsere Kinder, dass wir nicht zu hastig somebody else blame, wenn die Dinge auch gehen. Wir als Eltern, wir sind manchmal sehr hastig, um ein Schild zu sein für unsere Kinder, dass die nicht auf einmal die Folien kriegen für die Dinge, wo sie sind auch gehen. Und so, das ein Ding, was uns Charakter sehr sich ändert, in die Kinder auch, und das weiter. Weiter ändert Charakter. Und so, wir wollen nicht haben, unsere Kinder selber aneidig weiter durchgehen, aber manchmal sind die Folien, was der Haupt, was ein bisschen weiter hat gegeben, vielleicht emotional oder was immer, aber dann auf einmal hat das einen starken Charakter gegeben. Nicht die Kinder alles kaufen, was ihnen fehlt oder was ihnen jankert. Ich sage noch manchmal, dass die Kinder live bewiesen bis mit ihren Dingen kaufen, für die ihre Aufmerksamkeit hast und für die Autorität, even das nicht das rechte Weg, um das zu tun. Das Vater ist die Sache, sie sehen Haus kommen, der beweist live, und der weiß, dass er am Gott wird, der feiert den Fast, der trägt am neue Show an, und gibt ihm einen Ring, gibt ihm neue Kleider, einen Ring von Authority, würde wir gerne sein. Und so was ich gleich von Gott, was ich live von Gott, das ist, dass er aufmerksam ist zu mir und zu dir. God pays attention to you. Gott, der weiß die Nummer von deinem Haupt, deinem Kopf. Und er weiß an die Arm. Gott, der weiß von die Arm. Der Vater, der läuft die. Und so für die jungen Eltern, die hier alle boven standen, ich will jemand Mut sprechen von der und jemand sagen, das kann sein, dass nochmal dann fällt sich das overwhelming oder das fällt sich überfordert, wenn die kleinen Babys nicht geschlafen haben und meid und vielleicht krank und vielleicht sei ich even zu jemand selbst und fangen und zu fragen, sehe ich even, verhaupt geht ihr nicht, zum eine Mama sein oder zum ein Daddy sein. So ist die Dinge drehen, scheifer. Vielleicht ist something in dein Leben, dass du fängst an zu wundern, sehe ich das verhaupt würdig, ein kleines Kind oder sehe ich reit, ein Kind abzutragen. Und vielleicht hast du was Fehler gemerkt, aber ich will die Motto sprechen von dir und sagen, dass du bist einfach bekraftigt, dass du kannst das tun. Je kann das tun. Je sind in so einer guten Zeit, um diese Kinder abtragen und je kann das tun. Je hat alles, was das braucht. Ich will die Motto sprechen, zum mutig Fährweg gehen. Gott hat ihnen diese Kinder gegeben und bloß mutig Fährweg in die Kinder abtragen. Für die älteren Leute, die hier sind, vielleicht Grandparents, das kann darauf ankommen, dass wir zurückkicken in unser Leben und dass wir some Regrets haben. Und uns selbst Dinge beschuldigen, some Dinge schämt uns. Und wenn wir nicht abpassen, dann fangen wir even uns selbst ein bisschen an zu verdammen und sagen, man, ich habe das so arg gemacht. Ich will jemand sprechen, dass ihr abhört mit dort und dass ihr bist kicken nach jene Kinder, nach jene Großkinder. Und die zum Sehen sind, kriegt in dieser Season, wo ihr seid. Das kann sein, dass wir nicht alles reich getan haben. Kann sein, dass wir some Regrets und some Dinge, die wir beschuldigen. Nun sind wir hier, nun werden wir uns Kopf nach Hause holen und unsere Kinder, unsere Großkinder, Urgroßkinder in den Städten und die Sehen sind, kriegt in dieser Season, wo ihr nun kriegt sind. Ich würde fragen, dass ihr abstehen. Und ich will das in Service merken. Aber ich würde gleich zu merken mit some Dingen nie zu merken. Vielleicht bist du hier und du sagst, man, ich kann nicht hingehen. Diese Botschaft ist obviously nicht für mich. Ich kann nicht kleine Kinder, das ist nicht something, wo ich wirklich kann mitfallen. Das kann sein, aber ein Ding, wo wir gerne mitfallen und wo die Kosten überdenken, das ist, wo steht es mit deinem Leben? Vielleicht hast du Kinder, vielleicht hast du Großkinder, und du sagst, dass ich sehe irgendwas aus der verlorenen Sehen. Ich sehe in meinem Mind, dass mit verschiedenen Wegen sehe ich im Schweinhack. Und ich will da raus. Und von der aus der Zeit. Ich würde fragen, dass wir die Übels merken, dass wir für Gott kommen, bitte still sein für Gott. Gott, du bist allmächtig.
Du bist ein guter Vater, du bist ein lieftoller Vater. Du bist hier zum Dinge treistellen, Restoration, zum Dinge nie merken. Für die Worte von der auch hier ist, und sage ich, man, ich fühle mich ein bisschen die Verlorene sehen, ich fühle mich so, wenn ich wo am Schwein habe, sehe, ich will trinken vorkommen. Krieg nu ist die Zeit. Wir können zurückkommen nur die, du bist uns Vater, du bist immer reit, uns antworten, uns gut sein, in den Vers 4, unsere Sünde können wir nur die bringen, und du bist treu in ihr Reich, du nimmst die Sünde von uns. Gott, das ist so gut, deine Stimme hier und in uns, dass wir hier, dass du bist uns gut, du hast deinen Segen geschickt, um von unseren Sünden zu sterben, und wir nehmen das an. Wir nehmen das Krieg nicht an. Gott, ich bete für die Person hier, was ich fällt, ich soll zurückkommen. Ich soll zurückkommen um Vater. Dinge sind nicht reich. Du kannst die treistellen. You can restore. Restoration is here. Gott, Dankeschön. Dankeschön für das. Ich frage Gott, dass du was die Gebete hier, was abstellens Gebet sind, für Kinder, für Großkinder, für Sehen, für Tochter, oder für sich selbst. Gott, nimm das an. Wir sind die Gott. Und wir wissen, dass du bist uns Gott, du bist für uns gestorben am Kreuz. Du hast unsere Sünde betont und wir nehmen das an. Und help uns, dass wir von hier wieder können im Sieg leben, dass wir können so leben, als was du das geplant hast für uns, die Vater sein im Heim, was du hast geplant, die Mama, was du hast geplant, die Sehen, die Tochter. Gott, ich spreche den Sehen, ab jeder einer, was hier ist. Und für die Gebete, was die Gebet sind, Herr Jesus, du kostet sein und schaffen erleben. Wir freuen uns in die Namen, wir loben dich und preisen dich in Jesu Namen. Amen.